Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Bundesliga 32. Spieltag. Daheim gegen der FC Schalke 04. 6-0, eigentlich gibt's keine Fragen, keine Zweifel diesmal. Wir haben wieder wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ein, zwei kleine Schwächephasen mal gehabt, wo wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Aber nichts, was Schalke hätte auch irgendwie nur ansatzweise ausnutzen können. Ich würde sagen, wir haben eine sehr, sehr starke erste 20 Minuten gehabt, wo wir leider das Tor nicht gemacht haben, wo wir aber schon 3 Großchancen hatten. Gnabry hat da kläglich vergeben, hat sich einmal fast die Beine gebrochen dabei auf der neuen. Danach, wie gesagt, wo das Tor war mit der 21 Minute von Müller, was sehr schön war sehr schön herausgespielt. Müller übrigens heute, kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr stark. Kimmich mit dem Elfmeter war seine einzig gute Szene gefühlt und seine einzig auffällige Aktion war ansonsten ein bisschen schwach, wie ich fand. Gnabry zweite Halbzeit auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt, im Gegensatz zur ersten ein bisschen konzentrierter. Und dann hat der Mathis Tell allen mal gezeigt, dass er Neuner ist, würde ich sagen. Ja. Aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Und dann den Schlusspunkt hat Mats Rui gesetzt. Ja, hat er natürlich auch schön gemacht. Mané hat's vorbereitet. Können sich wieder die ganzen Mané-Fans an seiner einen Aktion, die er im Spiel hat, hochziehen. Ist völlig okay für mich. Mané können wir heute eh nicht bewerten für die paar Minuten, die er auf dem Platz war. Gut. Ansonsten gibt es heute spielerisch von der Einstellung her absolut mal nichts zu kritisieren. Es war endlich mal wieder das Spiel nach vorne drin, es war der Ehrgeiz drin, es war die Lust drin, es war auch dann natürlich bedingt durch die frühen zwei Tore auch eine gewisse Leichtigkeit drinne. Aber auch davor haben wir die Leichtigkeit gehabt. Ja, wir haben ganz klar gute Torchancen rausgespielt. Endlich mal wieder auch ein bisschen Kombinationsfußball. Wir haben einfach Fußball gespielt, was wir die letzten Wochen nicht getan haben. Die letzten Woche war es wirklich grausam, sich anzugucken. All das war heute anders. Natürlich, muss man ganz klar sagen, hat Schalke da auch einen gewissen Anteil mit dran, würde ich sagen. Ich denke, ihre 1 gegen 1 auf dem ganzen Feld hat man gesehen, dass da die individuelle Klasse von unseren Spielern einfach zu hoch war und dadurch haben wir ganz, ganz viele Räume gehabt, in denen wir 2 oder 3 direkte Duelle gewonnen haben, und dann waren Räume ohne Ende da, ja, weil es da irgendwie nicht mit einer 4er- oder 5er-Kette hinten drin stand und da verteidigt wurde, sondern weil Mann gegen Mann gespielt wurde und ich würde sagen, aus Schalker Sicht ging das völlig in die Hose. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Leistung nicht schlecht reden. Ja, wie gesagt, wir haben heute die richtige Galligkeit gehabt, die richtige Lust, die richtige Einstellung. All das, was in den letzten 4, 5 Spielen extrem gefehlt hat. Ja. Also es scheint so, als hätte Tuchel da ein bisschen was hingekriegt. Mit der Aufstellung hat er mich persönlich überrascht. Ja, jeder, der den Taktikfuchs gesehen hat, weiß das. Aber es war ja nicht schlecht. Ja. Aber da würde ich sagen, dann gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Ansonsten allgemein zum Spiel gesagt, wie gesagt, zweite Halbzeit, dann haben wir irgendwann mal kurz 2, 3 Gänge rausgenommen. Dann wurde ein bisschen gewechselt, dass einfach mal ein paar Leute reinkommen, die noch ein bisschen willig sind. Ich würde einen Sané heute ein bisschen da rausnehmen, ja, hat dann zum Ende nochmal 2, 3 gute Aktionen gehabt, aber ansonsten war er heute der so ein bisschen abgefallen ist in der Offensive. Aber da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein, wenn wir mal auf die einzelnen Spieler schauen. Ansonsten würde ich sagen, schmeißen wir mal einen Blick in die Statistiken. 6-0, wie gesagt, Ballbesitz 42:38, Abseits 2-0, Fouls 10, Zweikämpfe auch ziemlich ausgeglichen, 51:49. Schüsse aufs Tor 14-0, Schüsse insgesamt 25:8, Ecken 4-3, angekommene Pässe 472:237, Flanken 1:16. Ich denke, hier sieht man schon ganz gut, allein an der Eckenanzahl, dass Schalke halt einfach ein bisschen eine andere Taktik gespielt hat wie andere Mannschaften. Schüsse insgesamt Gnabry 4, Müller 3, Mats Rui 2, Torschussvorlagen Cancelo, Sané, Musiala 1, gewonnene Zweikämpfe Musiala 9, Mats Rui 7, Cancelo 5. Ballkontakt 108, Pavard 83, Mats Rui, De Ligt 81, gefolgt worden, schenken wir uns mal getrost. Gut, würde ich sagen,
Wie gesagt, ich habe heute spielerisch von der Einstellung her, das ist ja auch immer das Wichtige, ja. Das ist ja auch das Wichtige, worum es mir die letzten Wochen ging. Es ging nicht darum, dass das Ergebnis gepasst hat oder das Ergebnis nicht gepasst hat. Ja, na klar, aktuell geht's nur noch ums Ergebnis, das ist auch klar. Aber was halt einfach gefehlt hat, war dieser Zug und dieser Wille, und dass man das Gefühl hatte, eine Mannschaft steht auf dem Platz, die miteinander spielen möchte. Ja, das war absolut alles nicht gegeben. Ja, jeder hat so den Eindruck gemacht, ich mache hier so mein Süppchen, ich köchtel da ein bisschen rum. Und heute hat man ein ganz anderes Auftreten gesehen von der gesamten Mannschaft. Jeder hat den anderen abgeklatscht, jeder hat den anderen irgendwie angefeuert. Mal abgesehen von Sané, den würde ich da ein bisschen rausnehmen. Aber ansonsten waren wir eine Mannschaft auf dem Platz. Ja, und nicht irgendwie 5, 6 Egoisten und der Rest guckt mal, wie es läuft. Ja, das war heute der große Unterschied. Muss man mal ganz klar so sagen. Und von daher habe ich spielerisch, taktisch, ich persönlich habe nichts zu kritisieren. Wenn wir die Spieler mal durchgehen, Sommer können wir nicht bewerten, Sommer war nicht wirklich geprüft. Ja. Muss man ganz klar so sagen, wir haben es gerade gesehen, 0 Torschüsse aus Tor von Schalke. Alles, was in Richtung Sommer ging daneben. Ich überlege gerade, hat er irgendwie mal eine Rückgabe irgendwie aufgenommen oder sowas? Also unter Rückgabe verstehe ich irgendwie so einen Larifari-Schuss. Ich glaube auch nicht. Ne? Also laut dieser Statistik ja eh nicht. Also sehen wir den Sommer bei einer 3. Cancelo würde ich auch bei einer 3 sehen. Man hat gesehen, dass er zwischendurch ein bisschen ungeduldig ist. Ja, dass er war nicht gefordert als linker Verteidiger. Dann hat er sich teilweise, weil Kimmich da irgendwie rumgeeiert hat in der Mitte, ist er teilweise in die Mitte gelaufen und dachte sich dann, oh, ich bleib jetzt erstmal hier stehen und mache mal ein bisschen den Spielmacher. War mit Sicherheit nicht so gewollt. Ansonsten hat er aber ein recht gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Hat ganz gut harmoniert, auch mit dem King. Hat mir ganz gut gefallen. Pavard und De Ligt, sehe ich beide bei einer 3, waren beide nicht wirklich gefordert. Ja, mal einen Kopfball hinten rausgeköpft oder sowas. Die Ligt mal einen Zweikampf, an den ich mich erinnere, an der Außenlinie. Pavard hat, wie gesagt, mal 1-2 Mal hinten den Ball geklärt. Und das war's. Ja, also da werden wir im nächsten Spiel natürlich einen anderen Maßstab haben, aber darum geht's nicht. Heute haben sie es souverän gemacht, genauso wie die letzten Spiele auch. Die beiden harmonieren gut zusammen. Und mit Nuss, Mazrui auf rechts, denke ich, ist es über jeden Zweifel erhaben. Ja. Hat die aufsteigende Form, beziehungsweise das heißt aufsteigende Form, er hat vorher einfach nicht gespielt. Sagen wir, wie es ist. Ja. Punkt. Wie soll er sich zeigen? Ist dasselbe wie mit dem Tell. Wie soll er sich zeigen, wenn er nicht spielen darf? Ja. Da wurde er gezwungen, der Tuchel, dass er ihn aufstellt, weil ein Opa verletzt war. Ja. Punkt. Und man sieht, was er und er ist ja noch nicht am Ende seines Limits, ja. Wenn wir das mal vergleichen mit vor der Verletzung in der Hinrunde. Und er ist jetzt schon stark. Ja. Bei aller Liebe, ja, die letzten Gegner waren jetzt nicht irgendwie so Offensivfeuerwerk und sowas, alles gut. Das werden wir nächste Woche sehen, aber mir persönlich hat er gut gefallen. Ich würde ihn bei einer 2 sehen. Auch aufgrund seines Tores, ja. Müller sehe ich heute auch bei einer klaren 2. Ja, muss man so klar sagen. Auch wenn Müller 2 Riesenchancen vergeben hat, die man eigentlich mit zu Augen reinmacht, die waren aber wieder zu leicht. Das ist der Müller kann die leichten Tore nicht. Konnte er noch nie. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn Müller so eine Leistung bringt, wie er sie jetzt gebracht hat, dass man auch gesehen hat, dass er will, ja, und dass er halt auch kann, dann müssen wir nicht über Müller diskutieren, dann müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dass er nächstes Jahr nur noch von der Bank kommt oder sowas. Nee, wenn er so eine Leistung bringt wie heute, dann brauchen wir über Müller nicht diskutieren. Ja, gar nicht. Ja. Er hat angetrieben, er hat gecoacht auf dem Platz, hat aber auch dann die Leistung gebracht, so dass man ihn auch ernst nimmt und nicht, dass es irgendwie komisch rüberkommt. Ja. Hat 1-2 Mal stark mit nach hinten gearbeitet, war vorne immer anspielbereit, hat kaum Fehlpässe gespielt, was sonst die letzten Spiele ein Riesenproblem bei ihm war, dass er fast nie einen Ball zum Mitspieler gekriegt hat. Ja, auch erst recht nicht, wenn es mal ein bisschen schneller ging. Das war heute gar kein Problem. Ja. Also wenn der Müller so eine Leistung bringt, müssen wir nicht über Müller diskutieren, dann ist ein Müller immer ein Garant. Ja. Also Müller heute eine klare 2. Ja, und wir haben gesehen, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, wenn er die Form hat und dann auch diese Leichtigkeit und dann auch die Kommandos gibt und die anderen Leute mit ins Boot nimmt. Ja. Das hat man heute ganz klar gesehen. Das ging die letzten Spiele halt komplett ab.
Was aber auch verständlich ist, wenn man selber auf dem Platz steht und merkt, ich bekomme 90% meiner Zuspiele nicht mehr zum Mitspieler. Wie soll ich mich dann da mit breiter Brust hinstellen und irgendwie eine Mannschaft koordinieren? Ne? Wie gesagt, nochmal, wenn Müller solche Leistung bringt, müssen wir Müller nächste Saison nicht diskutieren. Ne? Dann ist er immer ein Startelf-Kandidat. Aber natürlich werden die Plätze nächstes Jahr nicht mehr werden und wir werden es sehen. Aber wie gesagt, wenn Müller so eine Form hat, ist doch alles gut. Dann diskutiert doch keiner über Müller. Coman, ja, Coman würde ich auch bei einer 3 sehen. Ich denke, von King kann einfach ein bisschen mehr kommen. Ja? Er hat es nicht schlecht gemacht oder sowas, aber wenn man den Maßstab hat, an den Leistungen gemessen, die King so die letzten Wochen und auch Monate hatte, kann da ein bisschen mehr kommen. Kimmich fand ich heute schwach. Ich weiß, da werden wieder einige nicht nachvollziehen können. Ich gebe dem Kimmich heute eine 4. Defensiv-Zweikämpfe hat er nicht eingewonnen, ne, wenn man da mal ein bisschen drauf geachtet hat. Ansonsten auch nach vorne hin, weiß ich nicht, er war nicht gegenwärtig irgendwie gefühlt. Ne? Alle Dinger, die er irgendwie versucht hat, hat sich wieder im Sand verlaufen. Klar, den Elfer hat er souverän reingemacht, hat die Verantwortung übernommen, gar keine Frage. Deswegen war es für mich auch unausreichend. Ja, aber alles andere war, weiß ich nicht. Ne? Es war nur zum Glück nur Schalke heute. Aber wenn ich immer sehe, dass er sich so 10 Meter nach der Mittellinie in Zweikampf befindet mit Schalke und sich immer auf den Boden schmeißt und dann erwartet, dass ein Foul kommt, ein Pfiff kommt, dann kriege ich das kalte Kotzen, wenn er als einziger Sechser auf dem Platz steht. Und da stand er heute. Du kannst nicht in Musala in die Rolle drängen. Ich meine, teilweise waren Müller hinterm Kimmich, ja, um da ein bisschen Zweikampffährte reinzukriegen. Grenzwertig, super grenzwertig, muss man mal sagen. Ja, und auch dann wieder dieses Hinterherlaufen. Aber wie gesagt, wir diskutieren immer über einen Kimmich, oder ich diskutiere immer über einen Kimmich. In dieser Rolle als defensiver Sechser, das ist er nicht, das kann er einfach nicht. Punkt. Ja, gegen so Mannschaften wie heute Schalke und sowas reicht das vollkommen, da brauchst du das nicht unbedingt. Das haben wir heute gesehen. Aber wir haben in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen und Monaten halt auch gesehen, wenn wir ihn brauchen in dieser Position, kann er diese Position nicht ausfüllen. Punkt. Ja, Kimmich als Achter, einen defensiven Sechser nächstes Jahr dahinter. Ich denke, dann haben wir keine Sorgen mehr. Aber das muss kommen, meines Erachtens nach. Sané sehe ich heute auch bei einer 4. War mir wieder teilweise zu bockig. Ja, hat 1-2 gute Szenen gehabt, wo er mal einen Sprint angezogen hat, wo auch mal ein 1:1 gewonnen hat. Hat aber dafür im Gegenschluss auch wieder die Szenen gehabt, so, ich habe jetzt keinen Bock so, oh ja, das war scheiße von mir, aber da bleibe ich jetzt stehen. Ist seine Art und Weise irgendwie, muss man mit klarkommen. Weiß ich nicht. Ich fand ihn heute so ein bisschen außen vor, wenn man so diese Mannschaftswillen gesehen hat. Weiß ich nicht, schwierig zu beschreiben. Ist so, wie ich es empfunden habe. Ja, ich weiß, das sehen ja viele Leute anders, was auch völlig okay ist. Ich fand ihn heute halt, ja, es war ausreichend nicht mehr. Also, ich erwarte auch ein bisschen mehr von ihm. Aber anscheinend können Sané und Gnabry nicht gleichzeitig gut sein. Ist euch das schon mal aufgefallen bei uns? Das klappt nicht. Also es ist immer, einer hat Form, ist ansprechend, ist gut. Der andere dümpelt irgendwie so mittelmäßig dahin. Also wäre mal interessant zu sehen, wenn wir unsere beiden Außen mal Topform hätten. So wie wir es hier jahrelang mit Robben und Ribéry hatten. Die hatten halt jahrelang einfach ein konstant hohes Level mit Ausschlägen nach ganz oben, aber du hast niemals irgendwie die Ausschläge gehabt, so, boah, wir sind jetzt richtig schlecht, so, weißt du? Was halt bei Sané und Gnabry so ist. Ne? Gnabry sehen wir heute bei einer 2, hat 2 Tore gemacht, zweite Halbzeit war wirklich stark, erste Halbzeit hat er auch ein paar gute Szenen gehabt, hat sie aber teilweise kläglich verstolpert. Da hat man halt einfach gesehen, dass er kein Neuner ist, ja. Bei Gnabry habe ich gerade wieder so das Gefühl, ja, es ist wie bevor seiner Vertragsverlängerung. Ja, da hat er so viel Leistung gebracht, damit er ja den Vertrag verlängert kriegt. Danach hat er sich so gedacht, ach, weißt du was, jetzt ist auch gut. Habe ich den Vertrag und aufgeschissen. So, jetzt ist er in der obersten Etage, was Abgänge angeht, weil er tief in der Kritik steht oder stand, und plötzlich bringt er wieder Leistung. Ja. Schwierig. Ich meine, wenn er so spielt, wenn er so die Leistung bringt, hat heute auch wieder
gut mit nach hinten gearbeitet, was sonst immer ein Kritikpunkt war. Dann brauchen wir nicht über ihn diskutieren. Aber diese Schwankungen, das ist nicht Bayern-like, Leute. Ja. Von daher ist für mich immer noch ein Abgangskandidat. Ich weiß nicht, wie man Gnabry motivieren kann. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht kriegt der Tuchel das hin in der neuen Saison. Vielleicht wird ein Gnabry verkauft. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann können wir uns überraschen lassen. Wir sehen, wenn er Form hat, ja, brauchen wir über Gnabry nicht reden, habe ich schon immer gesagt. Ja, wenn er Form hat, wenn er Bock hat, ist er wirklich ein Spieler von internationaler Klasse plus X, ja, nach oben hin. Aber wir haben die letzten Wochen und Monate gesehen, wie unterirdisch schlecht er einfach ist, wenn er keinen Bock hat. Ja. Und ich kann euch, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass es jetzt irgendwie ist, was weiß ich, was soll jetzt groß passiert sein. Ja. Das ist jetzt so, klar, er hat sich die letzten beiden Spiele ein Tor gemacht, dadurch kam natürlich ein bisschen Selbstvertrauen und so weiter. Man kennt das bei Torjägern, was er nun mal nicht in meinen Augen nicht ist. Er ist ein Außenbahnspieler. Natürlich, keine Frage, hat das ein bisschen geholfen. Aber irgendeinen Hintergrund muss das noch haben. Ja. Für mich hat das alles so ein bisschen Beigeschmäckel, dass man jetzt so gesagt hat, der Gnabry ist nebenan Verkaufskandidat Nummer 1, seitdem ist er irgendwie konzentriert und reißt sich den Arsch auf. Ja, als wenn er so denkt, so, ich hab keinen Bock von meinem besten Buddy Kimmich wegzusehen. Ja, I don't know. Das muss halt konstant kommen. Ja, also man kann immer mal eine Schwächephase haben. Da müssen wir nicht drum rumreden. Hat ein Devi auch gehabt, dass er mal 3, 4 schlechte Wochen hatte. Es geht auch gar nicht darum, ob er jetzt Tore macht, Vorlagen gibt oder nicht. Ja, darum will ich einen Spieler gar nicht messen, genauso wie ein Sané. Klar, misst man sie auf einer gewissen Art und Weise daran, weil sie nun mal unsere linke und rechte Außenbahn darstellen sollen. Keine Frage, aber es ist immer so diese Einstellung. Ja, dieses Gefühl, ja, ich will oder ich will nicht. Ja. Schwierig. Wie gesagt, wir können nur das Aktuelle oder ich kann nur das Aktuelle bewerten. Heute war er sehr gut, hat alles reingehauen, für mich eine Note 2. Bleibt noch Musiala. Musiala würde ich als einzigen sehen, den ich zwischen 2 und 3 sehe. Ja, ich muss mal Coman haben, aber dann würde ich Musiala auch eine 2 geben. Wir haben Coman bei einer 3 belassen, ne, glaube ich. Auch wenn er kein Tor gemacht hat. Hat zwischenzeitlich auch Schwächephasen gehabt im Spiel, aber gerade zum Ende hin hat er wahnsinnig aufgedreht. Auch den Elfmeter, um da mal kurz drauf zu kommen. Aus dem Spielverlauf oder in der aktuellen Szene im Spiel habe ich gesagt, das ist ein Elfer durch die Wiederholung. Hätte ich gesagt, kann man geben, muss man jetzt nicht. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn als Abwehrspieler so den Arm rausgeht und in den Mann reingeht, und ihn dann im Gesicht erwischt. Er hat ihn jetzt nicht irgendwie so weggescheckt im Gesicht oder so. Ja, er hat ihn im Gesicht gestreift. Das hat man schon gesehen. Der Kopf ist ja auch so ein bisschen nach hinten gegangen. Da muss man sich auch nicht beschweren. Ja, Punkt. Fertig. So muss man halt im 16er geht man so auch nicht in irgendeinen Offensivspieler rein. Ja. Aber natürlich hätte man auch sagen können, ja, war irgendwie jetzt doch nicht so und bla und Sülz. Keine Ahnung. Also wenn man die Wiederholung sieht, kannst du schon sagen, ja, er hat ihn getroffen und so abseits vom Körper der Arm gehört da nicht hin und kann man Elfmeter geben. Und wurde dann auch gegeben und gut. Ja, fertig. Muss man auch heute mal ganz klar sagen, heute haben wir mal die Szenen, die irgendwie strittig waren, auch auf unserer Seite gehabt. Gut, Rhein Gravenberch für Coman. In der 64. Wie gesagt, Noten geben wir nicht. Ich fand den wieder sehr auffällig. Gerade nach hinten hat er dann wirklich 2 Zweikämpfe geführt, die der Kimmich sich mal angucken sollte. Ja, wir haben immer, oder auch in den Kommentaren, auch ich habe das immer gesagt, dass ein Gravenberch kein Sechser ist. Eher ein Achter oder ein 8,5er. Aber er ist auf jeden Fall um 50% stärker nach hinten in die defensiven Zweikämpfe und in die Räume zulaufen, wie es ein Kimmich ist. Ja. Allein das zeigt doch schon, dass ein Kimmich einfach kein defensiver Sechser ist. So, Punkt. Da müssen wir nicht mehr drum herum reden. Ne? Heute, wie gesagt, 1, 2 Zweikämpfe am eigenen 16er, da weggeholt den Ball fair. Ja, und dasselbe haben wir schon in Bremen gesehen, wie viele Räume er in der ersten Halbzeit nach hinten hat zugelaufen für den Kimmich. Ja. Also, weiß ich nicht. Man könnte ihn wahrscheinlich sogar aber das wissen wir ja nicht, weil man ihn halt nicht getestet hat, nicht das Vertrauen gegeben hat, mal zu sagen,
komm, du machst mal vielleicht den defensiveren Part hinterm Kimmich oder sowas. Hat man ja nicht gemacht. Man hat ihn ja auch dann irgendwie nur aus der Not wieder mal aufgestellt. Ich fand es aber gut, das Zeichen zu setzen, dass man ihn heute vor Goretzka auf den Platz gebracht hat, weil er hat sich's verdient. Ja, muss man ganz klar so sagen. Gut, Mathys Tell, 71. durfte 20 Minuten spielen. Hat mich natürlich tierisch gefreut, dass er das Tor gemacht hat. Und ich denke, damit hat er gezeigt, er ist halt ein Neuner. Er war da, wo man sein muss, hat den Laufweg gemacht, hat das Ding reingemacht. Ja, hat keine 3 Chancen liegen lassen, wie es vorher Gnabry in der ersten Halbzeit getan hat. Ja, leider waren die anderen Offensiven heute auch gut und wir müssen uns nichts vormachen. Tell wird nicht gegen Leipzig auflaufen. Was auch okay ist, aber wenn er die Form hat, kann er vielleicht ein Faktor werden, wie man ihn einwechselt. Aber wenn wir die Spiele zurückdenken, hätte man Tell schon längst bringen müssen. Ja. Aber dieses Fass mache ich nicht wieder auf. Ja, kommen wir die Leute in die Kommentare von wegen, ja, Druck ist jung, Blasels. Aufgeschissen, Leute. Ja, heute stand schon 4-0, wo er kam. Er hätte aber auch nicht anders gespielt, wenn es 0-0 gestanden hätte. Ja, das hatte die letzten Male gezeigt, wenn er eingewechselt wurde. Der Junge braucht halt einfach Spielzeit und die haben wir ihm verwehrt, die letzten Spiele, was ich sehr schade fand, weil die Leute, die gespielt haben, nicht wirklich eine Form hatten oder besser waren. Aber er hat heute 20 Minuten gekriegt, hat mich gefreut, hat sein Tor gemacht, ist super. Hat er sich verdient, definitiv. Sadio Mané, ja, war 8 Minuten auf dem Platz, also 85. kam er rein. Ob das so gewollt war, die Vorlage zum Tor, sei mal dahingestellt, sah ein bisschen komisch aus. Hat er aber natürlich Weltklasse gemacht. Ja, das war's aber auch. Vorher da diese... Gehe ich in den Zweikampf, gehe ich nicht in den Zweikampf, war schon wieder ein bisschen grenzwertig, aber wie gesagt, was soll man bei 8 Minuten wohl bewerten. Leon Goretzka, 71. für Kimmich. Leon habe ich in der 85. Minute, glaube ich, das erste Mal gesehen, dass er auch eingewechselt wurde. Weiß nicht, wo er vorher 14 Minuten war. Vorne war er dann zur Stelle, wo das natürlich dann abseits war, das Tor. Aber ansonsten hast du vom Leon gar nichts gesehen. Also ich denke, Leon wird einen sehr, sehr schweren Stand nächstes Jahr haben, prophezei ich mal. Ja. Ich denke, er hat jetzt gerade schon einen schweren Stand. Ich denke, Gravenberch hat gerade auf jeden Fall die bessere Form. Und ich weiß nicht, ob wir gegen Leipzig mit Musiala auf der 8 auflaufen. Ich denke, da wird es eher darauf hinauslaufen, dass wir nochmal was Defensives daneben haben. Ich hoffe, wenn es so ist, dass der Tuchel dann auch wirklich die Eier hat und Gravenberch neben Kimmich stellt und nicht in Goretzka. Aber gut, wir sehen die Trainingswoche nicht. Ja, völlig klar. Wir werden es dann halt im Spiel sehen, wer aufläuft und wie die Form dann ist, von dem der aufläuft. An was anderem kann ich das persönlich nicht bewerten und ihr wahrscheinlich auch nicht. Hupper für De Ligt, ja, ich meine, dass Kimmich mal ausgewechselt wurde, Alter, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das die letzten 2 Jahre mal gesehen habe, ich glaube nie. Aber er wurde natürlich ausgewechselt, um ihn zu schonen, genauso wie ein Gnabry. Schon mal fürs Leipzig-Spiel, obwohl wir eine Woche Zeit haben. Aber ja, ich fand den Kimmich heute nicht gut, aber das haben wir schon gerade besprochen. Upa hat wieder eine Szene gehabt, die schon wieder dann so echt so Zitteralmäßig war im Strafraum, da die paar Minuten, wo er auf dem Platz war, schwierig. Ansonsten fand ich es aber auch gut, dass man ihn nochmal gebracht hat für ein paar Minuten, genauso wie Mané. Ich denke, das ist völlig okay, einfach um da ein bisschen auch die Leute bei Laune zu halten. Ja, Leute, das ist mein Fazit zum Spiel gegen Schalke. Wie gesagt, ich habe nichts groß zu meckern. Mir hat endlich, nicht nur wegen dem Ergebnis habe ich nichts groß zu meckern, sondern einfach wegen dem Gefühl, was man hatte. Ja, wir haben von Anfang an wirklich nach vorne gespielt. Man hat gemerkt, es ist eine Mannschaft auf dem Platz, wo einer für den anderen rennt und macht, wo sie sich gegenseitig anfeuern, abklatschen, sich gratulieren und was die letzten Wochen halt komplett gefehlt hat. Ja, also super. Auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, die Schalke haben da ein bisschen mitgeholfen mit ihrer Taktik. Wir spielen gegen Mann gegen den FC Bayern. Dafür sind wir individuell, glaube ich, einfach immer, auch wenn wir keine 100%ige Form haben, immer noch zu stark. Hat man heute ausgenutzt. Wie gesagt, es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist genau das Ergebnis, was uns das Selbstverständnis wiedergibt, das uns noch mehr Selbstvertrauen gibt für das Spiel gegen Leipzig, was wir brauchen.
um das auch positiv zu bestreiten. Trotzdem jetzt ein ganz, ganz anderes Spiel, ein schwieriges Spiel. Leipzig hat so viel Offensivpower, ist so konterstark. Wird ein interessantes Spiel werden, denke ich. Und könnte, je nachdem, wie Dortmund heute gegen Gladbach spielt, wovon ich davon ausgehe, dass die Dortmund die Gladbacher ins Stadion schießen, könnte es natürlich dann eine Vorentscheidung werden. Wobei man auch sagen muss, Augsburg hat heute verloren, Bochum hat gewonnen. Ja, hier mal an alle Bochumer. Glück auf. So dass die Augsburger eventuell auch noch nicht ganz durch sind, wenn Stuttgart morgen gewinnen sollte. Ja, dann sind es nur 3 Punkte. Dann ist Augsburg auch noch nicht durch und Dortmund spielt dann in Augsburg. Also auch dann nochmal eine interessante Geschichte. Ja, müssen wir mal abwarten. Und ja, ich bin seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, endlich mal wieder zufrieden mit dem, was ich heute gesehen habe. Ja. Nochmal, wir dürfen das jetzt nicht alles wieder in den Himmel loben oder überbewerten. Die Schalker waren heute kein Maßstab, muss man fairerweise sagen. Leipzig-Spiel wird zeigen. Ja. Aber so kann man natürlich schon mal mit einem ganz anderen Gefühl in dieses Leipzig-Spiel gehen. Als hätten wir heute wieder irgendwie so eine Gurke gemacht und hätten irgendwie 2-1 gewonnen oder sowas. Ja, das wird unserer Mannschaft jetzt einen Push geben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Und auch gerade, dass so ein Tell nochmal getroffen hat, dass ein Gnabry zweimal getroffen hat, Musiala aufsteigende Form hatte, Müller wieder voll präsent war. So, das wird uns gerade in der Offensive natürlich wieder mehr Selbstvertrauen geben. Ne? Und das ist super wichtig für das Spiel gegen Leipzig und natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt schauen wir mal, was die Dortmunder nachher so machen. Ne? Gut, Leute, das ist meine Meinung. Ja, ich weiß, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß, mit Kimmich und mit Sané werden einige wieder anders sehen, was auch völlig okay ist. Wie gesagt, ich gucke beim Kimmich immer und beim Sané immer ein bisschen genauer hin. Beziehungsweise ich gucke bei jedem Spieler genauer hin. Ja, ich gucke nicht nur immer dahin, wo nur der Ball ist. Und wenn man da mal ein bisschen guckt, dann sieht man auch ein paar andere Sachen, wie ich finde. Aber ja, die waren jetzt nicht super schlecht, es war ausreichend und von daher gibt es von mir die Note 4 für die beiden. Ich denke, da ist noch Potenzial für mehr da. Kimmich war natürlich heute auf jeden Fall unter Feuer, das hat man gesehen. Ja, gerade sein Jubel und sowas hat mir sehr gut gefallen, die Einstellung. Aber seine Leistung auf dem Platz war auf jeden Fall nochmal verbesserungswürdig. Zumindest wenn wir ihn als Sechser bewerten, was er heute halt war, als alleiniger Sechser. Ja, und so, das bewerte ich. Hätte man ihn als Achter heute bewertet, würde das andere ein bisschen anders aussehen. Aber das war er halt nicht. Auch Schalke war mittig auf einmal, war wieder Räume da, wo kein Kimmich jemals zu sehen war. Ja, wo ein Schalker den Ball annehmen konnte und gefühlt 5 Sekunden da stand und es war kein Münchner zugegen. Ja. Schalke konnte es nicht umsetzen, muss man ganz klar so sagen. Ja, also so eine Leistung gegen Leipzig, warum jetzt nicht wieder zu kritisch sehen oder sowas, aber nur um das nochmal zu erklären. Die Mitte war offen. Die war zu 90% wirklich komplett offen. Ja, wir können uns das gegen solche Gegner erlauben, haben wir heute gesehen, alles gut. Aber nur um das nochmal zu erklären, ne? Für alle, die den Kimmich immer so in den Himmel schießen. Oder an Sané auch. Sané war heute auch halt wirklich so mittel, sag ich mal, ne? Gut. In diesem Sinne, das ist meine Meinung. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Ich denke, wir können wieder mit ein bisschen mehr Euphorie auf Leipzig-Spiel gucken. Ich denke, es wird ein sehr interessantes Spiel. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und in diesem Sinne, tschüssi.